für mich ist es wirklich eine Ehe. Eduard vroeg me deze week en ik zei voor mij als het een grote eer. Ik wil het God de eer doen en wat ik mag van jou doen is dat leren dankbaar te zijn. Dat we dat opnemen van de ons mars en dat we een dankbaarheid hart krijgen. Wens, we willen van jou een klein beetje kijken naar de geschichte van de Bijbel, wer Gott ist. Und mein Ziel ist, dass wir verstehen mit uns hart, wo groß er ist. Wie viel Gerate er ist, was wir uns vorstellen können. Das ist mein Ziel, was eng von dieser Botschaft. Wer von hier kann noch alle so eine Kassettes, so eine Tapes? Ich kann immer da hängen, wer das alle kann. Warum haben keine jungen Menschen da hängen? Alles bisschen. Mein Schwäger, der ist noch einer von der MLS. Ja, aber eine Kolonie, das müssen wir wollen dann mit Oldmutsch bleiben, aber da wird man so eine Kassette nach Spiel halten. Dort, wenn du so, das Gebims ist so, dort, weil wir sein so ein Knoll, wenn ihr Streu, dort, weil wir sein so ein wenn ihr Streu, so können her, wir dann haben wir den Knoll ja schon vorig. So ein Gebims hat in der Kassette, aber nicht, stimmt das nicht? So ist das wie nicht so duck, da wir so zuck, zuck. Dat wordt met de cassette hier. En gisteren wilde hier zo een film kijken. Hier zo op YouTube staan. En met eenmaal met nu saß, dan kreeg ik een oproep van de mensen hier zo. En wat, die verstehen niet wat ze willen een film kijken. Mensen hadden een CD en die wisten die niet am draaien te krijgen. En die wissen das nicht, die haben das nicht gekriegt. Die haben irgendwo unterstatt am Drehen gekriegt, aber die kriegen die CD, die kriegen sie bloß nicht am Drehen. Und das sind nochmal vielleicht 10 Jahre 3, wo rein alles auf so eine CD rangeht. Und von der ersten Tag, die Menschen, die weiten noch nicht mal, wo so eine CD am Drehen zu kriegen. Das ist ein bisschen auch, ne? Und die haben das nicht gekriegt. Ich habe diese Weg eine Phrase, eine Person, die sagt, die Technologie, die fängt an so viel leichter zu werden, dass die ältesten Menschen, die verstehen sich von der auch besser mit als mit ihrer eigenen, von ihrer Generation. So ist das wirklich, du wird so viel einfacher mit der Technologie, dass die Menschen, die von der auch eine 70, eine 80 sind, die verstehen sich von der ring uns 100% mit der niemöglichsten Technologie. Der altmodste, die schaffen, verstehen die auch noch, aber die verstehen sich sogar nicht mit der niemöglichsten. Ich glaube, die Ältere, die haben mehr das sind direkt an dort alle an Weisheit aus wie wenn's. Wir verstehen uns gar nicht mal mit das Ole, das mit das Nie. Aber der Ole verstehen sich mit das Ole und mit das Nie. So, das ist interessant. Bevor wir anfangen von der, ich möchte einfach beten. Denkt ihr, was wir hier so Gebetszeit haben und singen deuten, weiß Gott mir ein Bild und ich weiß nicht von wem das orientieren wird. Bei mir deut. Ich sage ein Sturm, ein heller Sturm, der wir von Bern ganz verfühlt. Und dann kommt ein Schwarm Bienen und die merken sich durch nass. Und dort läuft durch in eine Stadt, wo Honig produziert wird. Und ich verstehe, dass Gott will die schwingische Horten, die verfüllte Horten, was wir haben, wenn wir das so können sein. Du willst einen Nutzen von mir. Er will du ein Bienennas bühen. Und er will, dass du so Honig produziert wird. Dass du so was Nutzen rüberkommst, dass du so was regnet, was scheint, was Seite rüberkommst. Und das ist, was Gott von dir an unseren Horten bewirken will. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du ein Ziel hast mit unserem Leben. Dass du unsere Horten, was so ein verfüllter Sturm sind, dass du weißt, was wertvoll nennen sagen. Dass du weißt, Honigluten Wursten, Honigluten produziert. Und dass wir können uns reinigen durch dort. Und dass wir können zum Nutzen kommen. Wenn es unsere Horten, die sind einfach verfüllt. Wenn sie sind mit dem Sinn belohnt, du sind Sachen passiert. Und ut uns selbst haben wir kein Wert, die unsere Horten rüberbringen. Aber Herr, du hast ein Ziel damit. Und ich bete von dir, jeder Säule, jeder Person hier,
der wird mit einmal feilen und an sich selbst nennt in ihren Sein. Dort du so als ein Schwarm Bienen und du so als Honig, was du hier produziert wird. An unser Leben wird vielmals verkommen feilen, wird vielmals kein Wert feilen. Und wir verdammen uns selbst vielmals. Aber du sitzen Wert an unser Leben, du sitzen Wert an unsere Horten. Helja, Jesus, komm und schie uns an. Schie uns an, vom Boven bis oin. Lud uns das feilen, den Leu, was du für uns hast, den Wert, was du für uns feilst. Du hast uns gemerkt, jeder Zell, jeder Glatt, dort hast du alle gemerkt und dort hast du alle geplant. Und nu, weil wir in diesem Moment, weil wir all dort, was uns verdammt hat, all dort, was uns raufbringt, dort, weil wir aufschneiden, im Namen Jesus. Wenn es unser Leben ist, die hier nicht unsere Vergangenheit, die hier nicht so tun, die hier nicht die Dämonen, aber unser Leben ist, die hier in dir allein. Und du wirst uns ut den Arschrüd halten und du wirst uns handstellen, dass wir einen Unterschied bringen. Das, was dein Ziel ist. Du hast noch einmal gewirkt, du hast noch einmal geschafft, du mit. Und Herr Jesus, wie freuen die, dass du uns musst anrühren in diesem Moment. Jeder ein. Im Namen Jesus. Amen. Von der wir reden über Gott, sein Plan mit der Menschheit. Immanuel. Wenn je noch nicht wissen, was Immanuel meint, aber ein von diesen Predigten, wo wir rein aller Krack wollten, wo dort Wort bedient. Ich habe dort Immanuel genannt, wenn es so das ein hebräisches Wort für Gott mit uns. Gott mit der Menschheit. Und Gott hat einen Plan von Anfang an. Viele Mal sagen wie, Gott wie überrascht, aus der Sinn passiert. Aus Adam und Eva von den Apfel eten deuten. Gott ist nicht überrascht mit keiner Sache, was passiert. Gott kann nicht überrascht sein, wenn es heute ist, allweitend. Und er weiß, was morgen passiert. Und er hat einen Plan mit jeder Sache, was passiert. Ist alles Gott sein will? Nee, das ist nicht vielleicht nicht aller Gott sein will. Aber er weiß, was passiert. Und er hat immer eine zweite Karte. Weißt du, wenn wir Karten spielen dann? Dann du hast noch immer noch eine Karte rein, was Gott mit spielen kann. Gott rennt nicht heute an die Karten. Er hat immer die zweite Karte. Und er weiß all, wo das gehen wird, zu einrahmen. Du hast ein Sprichwort von Corrie ten Boom, was ich gleich dort sage, du hast kein Schrecken im Himmel. Gott hat nicht Trouble, er hat bloß Plans. Ich habe am Ende dort sagen, jeder Sache, was passiert, eine Geschichte, an unser Leben, Gott verschreckt sich nicht und sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. Hier sind ich nicht reif für. Gott weiß, was passieren wird. Und er hat einen Plan darüber. Dort sage ich in der Römer, auf einer steht, ich hatte nicht den Vers, dort sage ich dort, alles deint ihm Gauden für dich, was du Gott leuven. So, wenn ich und du Gott leuven, dann hast du nicht was schrecken oder ein Überraschen, was an unser Leben passieren wird, was Gott überraschen wird. Der weiß alles. Und vielmal sind du Sachen, was für uns nicht was Gott ist. Aber Gott merkt dort, was Gott ist für unser Leben. Jeder Sache. Weil wir dort vertrauen, was immer dort ist, was du nicht durchgehst, was wir nicht durchgehen, dort haben Gott ein. Weil wir dort vertrauen, weil wir dort festhalten. Und weißt du, was unser Leben ist, die sind nicht gelehrt von den Jenen. Wenn wir Gott leben, dann sind unsere Leben bestimmt von Gott und nicht von den Jenen. Ich kriege ein Buch lesen, ich habe das von Lindo Thiessen, der hat mir das gelesen. Und dort ist wunderbar, was du bist. Der Schreiber, der redet erklären, wo die Autoritäten an der Geisterwelt schaffen. Und dort ist einmal so, dort so tun, mit seinen Engeln, der kontrolliert diese Welt. An viele Hinsichten, aber nicht alles.
Dadurch wird kontrolliert hij dich. Hij ist hier nicht selbst physisch, hij geht nicht irgendwo in das Sachen, hij hat nicht einen Körper. Aber was hij tut, ist, hij geht ein System was. Wenn du irgendwo ein System ist, ein System oder irgendeine Organisation, du wirst hij provenante kriegen. So ist zum Beispiel die Regierung von Bolivien. Du so an der Spitze, du so provenante kriegen. Und heute hat ein so, weißt du, wenn so eine Finger einen ganzen Puppet oder irgendwas kontrollieren wollen mit den Beinen, die können was Großes mehr. Mit so einem Profil das ganze System mit kontrollieren. Heute hat nicht einzeln an Menschen nun gehen, aber heute hat eine große Organisation ist. Du so Profil mit alle gewollt nannte kriegen und du dadurch Profil die ganze Welt zu kontrollieren. Das ist, was sein Plan ist und das, was er schaffen wird. Und jedes System ist immer ein Gefahr, dort so tun wird, auf irgendeine Art Provenante kriegen. Und du wirst so tun, Proben zu kontrollieren. Diese Quark, nicht Leben, ist ein Gefahr und wir müssen beten für die Lehrer. Wenn es heute Prof immer und der Spätzen runterkommt, du so Prof runterkommen und du mit kann, wenn er den Lehrer kontrolliert, dann kann er günd in uns rein Ola, hat er in seine Macht, auf irgendeine Art. Das wird er schaffen. Er verlässt Menschen durch dort, er hat verschiedene Sachen. Du weißt auch, dort er durch Systeme arbeiten. Ich habe mich gefragt, zu der Zeit, dass bis Adam und Eva auf dieser Welt wären, wir tun dann lange nicht so drauf, als er von der schon da ist, wenn da 8 Billionen Menschen auf der Welt sind. Wo kann er denn nach alle Jeruden? Und dort ist, er konnte Jeruden, wenn er schafft nicht an einzelne Menschen, aber er schafft durch Organisationen oder durch Systeme. Und du weißt, passieren die Sachen auf dieser Welt, wo Gott seine Kontrolle sind, oder wo wenn es die Sache ist, worum hast du tun, Kontrolle über das, dort ist, wenn es Menschen die sagen, ja, ich sehe, okay, wenn du das an mir diese Sachen tun. Das ist zum Beispiel der Gouverneur von Bolivien. Das sind viele Sachen, die satanisch sind, wo du hergehst. Dort sei wie Holland, dort weit wie. Wenn es was passieren, wenn es der Gouverneur sagt, ich fahre nicht Gott, mir ist das ein Don von dir dort durch mich ist. Von so tun dort durch mich ist. Und dort ist was passieren, durch Menschen, die Gott nicht fürchten tun. Du dadurch hast so viel Macht an dieser Welt. Aber Gott hat einen Plan für jede Sache. Er rennt nicht ut und Quarten, so wir das all sehen. Als Adam und Eva am Paradies wären, den nächsten, dann wird es ganz vollkommen zwischen Adam und Gott. Du wirst so eine enge Kommunikation, du wirst so eine enge Verbindung, dort wird hoch, so hoch es das werden kann. Und dann passiert es so, dort Adam und Eva, der sehen, ich will so tun, seine Worte horchen. Und dann nahm die, und du sagst, wie alle mit verstanden werden, wie wir alle an Adam geplant, sagt die Bibel. Und dann nahm die von der, während der Gott eingehorsam und du passiert die Trennung. Und dort wird ganz rauf gegangen, wo Gott sich an Menschen offenbaren wird. Wo Gott mit Menschen Gemeinschaft hat oder mit Menschen verbunden wird. Da wird sehr, sehr leer, wenn es wie eine Trennung passiert. Aber Gott sein Plan ist von Anfang an gewesen, dass er will uns, auf Spanisch heißt es in Wort, das sagt reconquistar. Dass er will uns war conquistar. Dass wir waren ab seine Seed werden, dass wir waren Trägheim und mit am Taub werden. Und er beweist sich durch Wunder und durch Tekens. Und so probt er uns frisch zu gewinnen für sich. Dort hat er was von der schon da. Und er probt dort immer wieder. Und er probt dort Sachen mit viel Geduld. Er hat nur meistens 6000 Jahre Geduld gehabt mit den Menschen. Und so probt er mir und die frisch für sich zu gewinnen. Kann ich dort sagen, was von Life tut hat, der Führer hat. Dort er will mir und die für sich zu gewinnen. Dort ist nicht, dort du sagst mit stark und kiek, wie viel erreicht du das? No. Dort ist groß anders. Und das jeder denkt, was du erreicht hast, wenn es sagt, dort ist du nicht am an, aber dort ist du die selbst an. Dort tun wir uns selbst an, wenn wir falsche Wege gehen. Dort ist immer an uns selbst. Der Resultat, kriegt nicht Gott, aber der kriegt wir. Und dort ist immer, dort dreht sich immer falsch aus. Gott kijkt door en hij wil ons voor zich gewinnen.
Hij wil met ons Gemeinschaft haben. Hij wil met ons hulp zijn. Adam en Eva, wie zei leeg. En dan ging het op Abraham. En toen kwam God roof. Toen kwam hij roof. En dan zei hij tegen Abraham, ik wil een band met die meer. Kan je zijn? Toen ging het een nadenstop hecher. Du wil God waar een band met de mensen hebben. En hij maakt een band met Abraham. En hij zei, ik wil die een volk geven. En alle volken op de wereld worden daar mijn band, waar ik met die haar gezegend word. So God, ik hem eine stop wieder mang de mensen. Ja, en das ist wieder, das ist der Titel heute von dieser Predigt, das ist Immanuel, dat mein Gott mit uns. So, hij deed, wat we zijn, hij deed zich al een fout erop, mang de mensen. En hij wil terugkomen, hij wil dit fresh voor zich gewinnen. En dan ging het bij Moses. Wat zei hij tegen Moses? Als hij aan de Wüste weer, dan zei hij tegen Moses, merk een Zelt. Du so an dat Zelt, du so erst de Anbetung steht. Aber an dat Zelt, wo de Anbetung steht, ist, du so soll eine Stufe sein, wo bloß für mich ist. Dort, wo meine Gegend wohnen wird. Du so wird mir bewiesen. Kann sein, dass wir eine steht auf der ganzen Welt. Du sagst, Herr, weißt du, wo du so will ich wohnen. Dort ist meine Gegend wird. Wie immer wird ich bekommen, da wird meine Gegend wird voll. Wenn es dort ist, wo ich sehe. Kann sein, dass ein Naderstopp wieder rauf. Nu kan hij al op een stad wonen, op de wereld. De David. David dat wir David en Salomo, David kann nicht den Tempel bauen, aber Salomo, der baut den Tempel. Und du wirst klar so, da wird eine bleibende Stadt. Das zählt wie eine Stadt, wo sich moven deut, aber nu will Gott auf eine bleibende Stadt wohnen bleiben. Und dann das nächste kommt Jesus. Als Jesus hier auf der Welt wird, dann wohnt Gott ganz an Jesus sein Körper. Jesus wie ein Körper, so ist ich und du haben, und du so wohnt Gott selbst bei. Kann sein, dass er nachstirbt wieder. Und als er schon im Himmel gefahren wird, dann sagt dort, der Heilige Jesus kommt rauf und der geht sich uit auf die ganze Welt. So der ist nu uitgegangen, das ist nu ein fließendes Messkrieg so, woran diesen Erdball wohnt. Du so als Gott bist, Gott ist hier so nu an dieser Lauf. Hij ist hier nu, wo ihr schon mal nicht so vollkommen wir. Gott kommt immer wieder rauf und sein Ziel ist, diese verdorbene Welt, wo durch Sinn verdorben ist, der will er sich frisch für sich gewinnen. Dort ist sein Ziel. Und was er dort handkriegen? Jo, er wird dort handkriegen, wenn er weiß, was er tut. Was mir sehr interessant ist, wir leben nu in der Zeit, wo Jesus, der Staub, was Jesus erfüllen hat. Aber kick dir mal, wenn einer kicken wird, wir wollen die Leute nach dem Bett alle anchecken, du sagst dort 1000 Jahre zurück. Dort 1000 Jahre zurück, da wird eine Zeit sein, wo so tun, gebaut wird sein. Dann wird er nicht dieses System kontrollieren, was er nur noch tut. Und weißt du was? Ich freue mich für die Zeit. Weil ich nicht was selbst erleben, aber vielleicht wollen unsere Nachkommenschaften erleben. Und die wollen so eine schöne Zeit haben mit Gott auf dieser Welt. Das wird so schön sein. Wenn so tun, was gebaut sein, das wird nicht diese Systeme, du so sich infiltrieren und du so proben durch dort, diese Schöpfung zu kontrollieren. Er wird dort nicht hören, wenn es er ist gebaut. Das sage ich, er ist eine aufgeregt geschmäht. Wir wollen Luther nach den Vers lesen. In Apostelgeschichte 7, Vers 45 bis 47, als wo Stephanus anfängt zu reden. Und es ist mir wichtig, Eduard, der sieht, außer dass eine Predigt wir, gleich wie ein Bild. Du sagst, hey, liet ihn Vers auswendig. Wenn der Apostel, der hat so viel Vers, man kriegt auswendig immer gesagt, an ihre Predigten, der hat falsch. Und die Juden, das wird sehr wichtig, dass die Juden ihre Vers auswendig lernen. Wenn es dort uns Gedanken abfallen, und dort heilig uns, dort reinigt uns, wenn wir Gottes wird an unsere Gedanken drehen haben. Dort reinigt uns auf irgendeine Wahrheit. Dort kann nicht anders. Wenn es Gottes wird, sind reinig. Sind rein.
Und Stephanus, was er gesteinigt war, er sieht die ganze Bibel mäßig auswendig. Von A bis Z. Er redet rein alles. Er hat seine Töpfungen, aber er sieht alle wichtigen Geschichten. Die vertelt er. Und er wird gesteinigt, er wird Steine an den Kopf geschmissen. Und er redet und redet und redet. Und er probiert, Gottes wird einfach auszuschäden, auszujagen, dass die Menschen verstehen machen, was Gott sein Plan wird. Und hier ist ein Part, was er sagt. Unsere Vaders hatten dort Bindeszelt, das ist das Versammlungszelt, oder was Moses steht, an der Wildnis. Da wir so gemerkt, was Gott Moses befohlen hat. Nur dort Master, dort er gesegnet hat. Unsere Vaders nehmen dort mit Jesua und dort Land nehmen, dort die Völker dann hatten. Der Gott für unsere Vaders steht, als sie nankommen, so wie dort bei David seine Zeit. Die fängt genug bei Gott und dadurch, dort er für Jakob seinen Gott, mag eine Wohnung finden. In Salomo büht an der Wohnung. So Gott will manche Menschen wohnen. Gott will, waar diese drei Mann ans wohnen. Ich war in der Luther noch ein bisschen mehr nachdenken, aber da sind viele Menschen, die sagen, aber wenn ich gestorben, das ist ein Leid, sagt, wenn ich gestorben, dann fliege ich weg. Ja, das kann wir alle. Ich bin nicht so sehr einverstanden mit so einem Denken als dort. Wenn du sagst, du das nicht, dort wie wegfliehen, nur gerne irgendwo eine Wille hindert, und du mit Gott habt sein. Dort ist nicht wirklich Gott sein Ziel und Gott sein Plan. Gott sein Plan ist, dass er will raufkommen nach uns. Er will hier so bei uns bleiben. Das ist seine Schöpfung, das ist seine Stätte, das ist seine Wohnung. Und Gott will manch uns wohnen. Gott will hier manch an seine Stätte haben, wo er wohnt. Und Salomo sagt, Salomo baut ein Haus, sagt dort. So hier sei wir an dieser Fall, sei wir all, wo dort immer wieder ging, wo Gott probiert raufzukommen, wo Gott probiert erst durch das Bindeszelt und dann durch David seinen Tempel. Und wir wollen Luther noch wieder lesen, krieg von hier wieder, du sei wie dort, dass Gott, der kann durch Jesus an uns wohnen. Das ist, was sein Ziel wird. Nächste, du sei wie ein bisschen, wo der Bindeszelt wird, das Versammlungszelt in den Altar, wo ich helgen. Und Aaron in seine Sehens, wo ich helgen. Dort sei mir als Priester dienen. Ich will mit den Israeliten wohnen, und wo Gott sein. Und sie waren weiten, dort ich der Herr Gott sie. Und den, die an aus Ägypten gebracht habe, dort ich manch an wohnen war. Ich sie der Herr, Gott. Er will manch ans wohnen. Ich will hier ein klein bisschen in eine Sache sagen, was ich persönlich sehr vorstelle oder sehr ungläubig. Und meist nicht leiden kann, wenn ich Sachen hier und da. Du sind viele Menschen, die würden die Juden, die würden ihn verachten. Oder die würden sogar sagen, dass die Juden, die leben nur eine Strafe von Gott. Und das kann auch was sein, oder die glauben, die Juden haben alles verloren. Das kann auch ein was so sein. Aber weil wir niemals vergehen, Gott sagte Abraham, wer die Juden fluchen wird, den wird ich fluchen. Und weil wir niemals vergehen, durch wem dort heilt kommt. Von hier an, von dieser Stadt an, müssen die Juden ein ganz anderes Leben führen. Die müssen sich selbst reinholen von verschiedenen Krankheiten, durch das rechte Eten und durch das rechte, war nur ihre Lebensabpassen. Die haben strenge Regeln. Was wird das Ziel von der? Wenn es Jesus sein ADN daran verleihen die Juden. Von den Juden, wo dort Heil kommt. Und wir haben von der so viel Ursachen, dankbar zu sein, wenn es von diesen Menschen dort nicht getan haben, was Gott ihnen befohlen hat, dann weit wir nicht. Dann, wo wir vielleicht nicht Jesus haben. Wenn es Gott sein Ziel wird, durch die Juden, dort Heil zu bringen. Als die Juden dann nicht hier wir, als Jesus dann nicht hier wir, dann werden die Juden so religiös. Und die können dort nicht sein, wenn es da haben, der Tag für die Uhr. Die können dort nicht sein, dass das ist die Erfüllung von der Versprechung, was er an immer gesagt hat.
Das nächste sei wir an 1. Königs 8, Vers 12 bis 13 sage ich, und Salomo seht, der Herr hat den Sonn Himmel gesagt, aber er sagt, dass er am Dienstren wohnen will. Ich habe dir nu ein schmackes Haus gebaut, eine Stadt, wo du ab immer wohnen kannst. Er baut den Tempel und dort wie eine Stadt, wo Gott ab immer wohnen soll, wo Gott sich gegenwärtig stellen soll, wo Gott sich auf diese Welt anfängt immer mehr zu beweisen, zu offenbaren. Das nächste war wir nu drei von, aber doch wohnt der Allerhöchste nicht im Tempel. Der mit hein gebaut ist. So als der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Voetbank. Was will je mir dann für ein Haus bauen, sagt der Herr. Oder wohnt es der Stadt, für mich zu reden? Hat meine Hand nicht all diese Dinge gemerkt? Gott, sein Ziel wir nicht, dass er an ein Haus, an Feuerwein, dort taurigen soll. Gott will nicht an so ein Gebiet bloß wohnen, wo die Menschen gemerkt haben. Am sein Ziel wir gerade von Anfang an. Aber sei Jesus, er will dort immer wieder merken, dass er will mang uns wohnen. Nächste Ding, wo wir sehr dankbar für können sein, ist für das Wort. Und ich will Ihnen fragen, wer ist dankbar für die Bibel? Wer ist dankbar für die Bibel? Kann ich Ihnen vorstellen, wie viel Krieg die Bibel all erlebt hat? Wie viele Menschen sind umgebracht worden, wenn sie wollen, das Buch vernichten? Wie viel Sud und Salz stimmt dahinter, war durch dieses System? Und er will das Buch vernichten. Er hat alles angelegt, was er kann, wenn er will das Buch vernichten. Und dort ist aber der ganz beste Weg, wo wir Gott sein können. Wenn wir die Bibel von dir nicht hören, dann wie wir sehr schlag auf. In Jesaja 7, Vers 14 sagt, na der Herr, den ich dein, wird ut sich selbst ein Teken geben, kick einmal. Eine junge Frau wird schwanger und wird ein Junge haben und sie wird den Namen, sie wird den Immanuel nennen. Das Wort Immanuel, das meint Gott mit uns. Dort ist wer Jesus wir. Gott mit uns. Sein Ziel, wir raufzukommen, mit uns zu wohnen. Und nun wollen wir ein klein bisschen gucken von der letzten Zeit, von den viele Menschen, die gleichen hier von der letzten Zeit immer zu reden. Und dort ja verschiedene Timer, und dort in Jahren. Ich gleich auch sagen, ich gleich Offenbarung, das ist mein bestes Buch. Und was hier so, Kapitel 20, Vers 1 bis 3, sagt dort, dann sah ich ein Engel vom Himmel raufkommen, das sagt Johannes, der hat den Schlädel von den Grindlosen aufgerannt. Und eine große Kette in der Hand, er greift den Dreck, den Satan, der alle Schlange, dort ist der böse Feind in der Satan, und baut ab 1000 Jahre. Er schmeißt am aufgerannt an und schlägt den Tau und trug ein Segel boven Eva, dass er nicht kann in der Feld verleiden. Aber die 1000 Jahre Eva werden, nur her muss er noch eine Karte Zeit losgelassen werden. Diese Zeit, diese 1000 Jahre, da wird so schön sein. Gott wird sich auf eine, weil wir sagen, von den Tempel, was der Heilige Geist ausgegoten wird. Was von der großen Staub ist da. Der wird erst einmal an der Tempelzeit wohnen, der können so was niemals verstehen, dass der Heilige Geist wird ausgegoten sein. Und jeder Einzige wird euer Stück kann sein von den Heiligen Geist. Wenn wir bloß nur Frauen, Jesus sagt, wenn je Fuhrers, wenn jene Kinder ein Brot fragen, würdet ihr denen einen Stein geben? Oder wenn ihr nun Fisch fragen, würdet ihr ihnen einen Skorpion geben? Sagt er, wie viel mehr wird jene Fuhrer im Himmel, wenn ihr nur den Heiligen Geist fragen, wird er ihnen den nicht geben? Und das ist so wichtig. Der Heilige Geist, der ist hier. Viele fragen du bloß nicht nur. Weil wir den Heiligen Geist fragen,
Heilige Geest, ich brauche die, mir fehlt die. Der Heilige Geest ist hier, der ist uitgegoten, der ist allerwegen. So eine große Staub von dem Tempel bei den Heiligen Geist, kriegt so eine große Staub wieder, oder vielleicht noch wieder, wer weiß. Was dort sein, wann so tun, was gebaut sind. Dort wird eine wunderbare Zeit sein. Du hast ein großes Token für diese Welt. Du hast so viel Leben versprochen auf dieser Welt. Viele Mal sagen wir bloß dort Negative. Dort fällt sich so dran, aller Faust, der Apokalypsis wird kommen, er wird nicht nach alles. Du wird alle vernichtet worden, die Regierung, die daran sich alle selbst fast. Aber wenn wir ab hier mal deutlich an diese Geschichten untergehen, Gott hat das in Kontrolle. Und er hat eine Zukunft für unsere Familien, für unsere Nachkommen, für jeden einen von uns. Vielleicht wollen wir das all erleben. Er hat eine große Zukunft. Das wird so schön sein. Bloß, kein Verstellen, wenn so tun, niemand wieso je Versicherung schaffen, wie man uns wirklich anstrengen, zu glauben, und dort Jahren so tun für sich ganz einmal war, das sind so eine Sachen, die passieren dann, die uns wollen vernichten. Nur die Menschheit, die nur diese Zeit kennt, die wollen so frei leben, keine Versicherung, das ist bloß himmlisch, das ist Himmel ab ihr. Kein Verstehen, wie arg das wird sein, wenn diese Menschen einfach so durch die Welt schwammen, dort alle Glut drehen. Nee, Gott hat einen Plan für dich. Der sagt, ab der letzten Zeit, nur hier, muss er noch eine Karte Zeit losgelassen worden. Die waren auch noch auf die Probe gestellt worden. All diese Menschen. Die waren auch noch ihre Probe bestehen bleiben. Die waren auch noch sagen, Mann, weißt du was, ich glaube an Jesus. Kriegst es wie von dir. Aber du wirst eine Zeit sein, wo Gott wird sich wunderbar bewiesen. Ich weiß nicht, ist du, ich kann nicht viel, will nicht viel über das sagen, aber ich stelle mich so vor, du wirst nicht nur dort regieren. Keiner wird sterben, die Zeit. Weil das war so, das ist von dem Staub vom Tempel bei dem Heiligen Geist, das ist so eine große Staub. Die können das nicht verstehen und wir können das von dir auch lange nicht verstehen. Aber wir können das weiten. Du wirst Frieden sein, du wirst viel Schein sein. Amen. Nächstes sagt Timotheus, alle Schrift von Gott gegeben ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu wesen und uns zu unterrichten, wo recht zu leben. Nun werde ich wieder von der Bibel reden. Ich habe am Anfang, dann war dort ab Steine geschrieben. Und Gott hat immer ein Ziel, dass sie nicht wird, dass der ab irgendein Material, ab irgendein unschierendes Ding kann abgeschrieben werden, sodass wir durch unsere Nachkommen, dort von Generation nach Generation, dort immer zu lesen ging, wo Gott sich bewiesen hat, dort abgeschrieben wird. Und heute hat das am Anfang, lehrt heute den Menschen, gibt heute eine Weisheit, dass die Menschen wurden dort ab Stein abhaken. Da haben einfach ein Stein, das ist dort gehakt. Und dort ist, wo sie nicht wird, sind abbewahrt worden. Na, nur her ging dort ein Zeit wieder, ging dort ab Larasch. Oh, dann wird Säure an Lara dort nebrannt. Und dann wird der Top gerollt und wachgelassen. Sie nicht wird. Und dann irgendwann ging das wieder, und dann wird dort auf Papieren abgeschrieben. Papyrus nennt sich dort. Das sind so eine Papiere, wo du sehr stief und dick sind. Und da wird jeder Wort aufgeschrieben. Du wirst sehr, du kriegst nicht Fotokopiadoras, aber da wird alle aufgeschrieben, du wird mehrere Kopien mehr von seinen wird. Und dann kommt das, wo der Heilige Geist noch raufkommt. Das ist noch Part von der Geschichte. Und da wird noch wiedergehen. Wer weit fahren an der 1000 Jahre zurück, wo die Menschen dort an waren, seine wird haben. Ich habe von der ersten an vielleicht nicht mehr verstanden. Aber da wird auch noch abgeschrieben worden, so dass ich das verstehe. Und dann war dort Part von der Heilige Geist, von der Apostelgeschichte, Jesus seine Geschichte, dort wird abgeschrieben. Jesus, der hat nicht selbst geschrieben. Du hast kein Wort, was wir von der ersten Tag lesen können, was Jesus selbst geschrieben hat. Aber Gott vertraut uns Menschen. Und er will seine Geschichte abschreiben von uns Menschen selbst, für uns selbst. Er vertraut ihn. Und er vertraut uns von dir. Vielleicht eine andere Sache, aber er vertraut, dass wir wollen seine Geschichte behalten, wir wollen sein Werk, wo wir Part von sind. Und dann haben die Apostel abgeschrieben. Haben die abgeschrieben, was sie gesehen haben und was sie erlebt haben.
Und er sind Luther noch viele andere Bücher, die wertvoll sind. Aber dann, als der Apostel diese Bücher geschrieben hat, ungefähr 300 Jahre Luther, dann gibt dort ein großer Krieg. Und dort gibt es verschiedene Streiterien. Aber dann, mit einmal dann, dass Gott ein Mann, ein Kaiser, ein wichtiger Mann von der römischen Herrschaft, dass er bewegt, dort die, wo dort organisieren, dort all diese Bücher nach dem Alten Testament wurden beigestoppt worden. Und da wir an den 384, dann waren der alle beigestoppt und dann waren der ab eine Sprache übersetzt, ab Latinisch. Da wie der römische Hauptsprache, du waren die dann alle übersetzt. Alles an ein Buch. Die alle Propheten, Moses seine Geschichten, und Psalmen, Sprüche, und alle Bücher waren dann topgestellt und ein Buch gesagt. Und danach das Neue Testament beigestoppt. Da war dann portgerechnet aus Gott seine Geschichte. Du wirst viel mehr Schriften, aber die Menschen, die folgen, dort wird nicht alles wirklich port, was wichtig wird, um Gott seine Geschichte am Denken zu haben. Dann war dort beigestoppt, dann war die Bibel übersetzt, nur Latinisch, das nennt sich Vulgata, das nennt sich die Bibel für das Volk. Das ist, was Vulgata meint. Und dann war die alle Topen ein Buch übersetzt. Dort sagt in Offenbarung 21, Vers 4 sagt, dann seht ihr, der auf den Thron sagt, kick einmal, ich merke alles nie. Und er sagt zu mir, schrieb, willst diese Welt sein wahrhaftig und abzuverluten. Sein Ziel wir alles abzuschreiben. Unordnen, die dort soll abgeschrieben worden. Aber das sind dann, wo Gott sagt, schrieb, wenn diese Welt sind wertvoll und abzuverluten. Viele Theorien von der Sachen. Menschen, die sagen, die Bibel hat so viele verschiedene Übersetzungen gegangen und das stimmt nicht mehr und wird nicht noch alles. Aber das ist nicht so. Wenn es Gott in Hort als du bist und er wird dort, du nur sein, dort die Wahrheit bleibt, dort das rein bleibt und dort Gott seine Geschichte du bist klar bleibt. Und dann habe ich habe hier ein klein bisschen eine Titellinie, ja, wo dort einfach passieren wird. Nein. Das erste von 0 Jahren fängt dort an, kommst du auch wieder. Und dann, ja, dann passiert die Trennung und so wieder, ja, das verlängert. Abraham, das wird 2000 Jahre vor Christus. Und dann, du zwischen der unterste, das Port, kannst du mal ganz verlängern. Patur, eintreten. So. Der oberste Part ist die Geschichte, wo Gott ruft die Menschen. Der unterste, du hast seine Schrift abbewahren. Wo seine Videos abbewahrt werden. Weil wir mal ein Buch schreiben, sagt Adam und Eva, die Trennung, feier Jahr vor Christus. Du hast hebräischer Kalender. Weil der Hebräer, die Juden, die haben von der ersten Tag nach den selben Kalender, wo die irrschömische Zeit hatten. Wir sind von der ersten Tag, wir waren einmal mit dahin unterwegs. Der Mittelpunkt ist Christus. Und dort ist die Bibel sagt, der Mittelpunkt, wo Christus sagt. Die Geschichte geht um Christus, wo Gott sein schauen will. Und so nu ist es einfach so, dass der Hauptpunkt von der Geschichte ist eine Mord. Der, weiß nicht, ist eine Mord, aber der ist du, wo Christus kommt. Und dann wird einmal oft abgeteilt, wenn er trägt, wird einmal abgeteilt, und wenn er wieder geht, wird auch abgeteilt. Und aber dann man wirklich die ganze Geschichte mal ein bisschen besser zu verstehen hat, durch der hebräische Kalender, du sagst dort 0 Jahre, hebräischer Kalender, und dann 1810 Jahre, vergegen Bad Abraham du wir, und dann dort Heilige Zelt wird 2610 Jahre, und dann der Tempel, der wird 2870 Jahre, und dann als Jesus, oder der Heilige Jesus kam, der wird 3810 Jahre. Und dort ist, wo Gott sich immer wieder offenbaren hat. Du sagst, was meinst du, jeden hat das immer? Du warst Steiner, ab Steiner war seine Geschichte geschrieben. Moses wie ein Schreiber. Moses wie ein Schreiber, der viel abgeschrieben hat. Ich kann mich nicht vorstellen, Moses wie Sündrager, der hat tausende Menschen gelehrt und
Moses ist immer betekent, dass wir ein von den Figuren, also von den Models von Lehrer sind, wo der ganz beste Lehrer auf der Welt gewesen ist. Und Lehrer sind dort haben eine ganz große Abgabe, das wird schwer, das ist nicht was Leichtes. Aber weißt du, was eine von den Sachen, was ich immer kijken Moses ist, hört nur andere Menschen. Hört die Menschen zu. Weil wir sagen, als Moses rausgebracht wurde aus Ägypten, dann wären da ein paar Millionen Menschen. Und der rein alle einzeln kommen Moses gerannt. Und Moses will nur allem horchen. Kein Verstand, was Worte von ihm gewesen ist. Dann kommt sie schwer vor und sagt, hey Moses, ich sehe, ihr habt keiner. Aber kannst du mal horchen, was ich zu sagen habe? No, Moses sagt, no, du bist nicht, ihr habt keiner. Sag mal, was ist dein Punkt? Was willst du gleich zu sagen? Guck mal, du bist Eva Drag, mit 2 Millionen Menschen oder noch mehr. Warum das nicht mal die diverse Hauptlehrer auswählen, wo du sitzt, und dann dass du bloß mit dir, weil wir sagen, ein paar hundert Menschen, die hier anladen. Und die paar hundert Menschen, die laden auch ein paar hundert Menschen an. Und wer weiß von du sind vielleicht noch mehr. Die haben auch noch alle, die angeladen. Und dann hat Moses bloß, wie er bloß das Haupt, und er hat das alle abgedeilt. Und das ist, was ein Lehrer tut. Ein Lehrer, der tut eins von den wichtigsten Sachen, was ein Lehrer tut, ist Delegation, das ist aufgeben. Vertrauen und aufgeben. So, das ist bloß ein klein bisschen Import. Aber Moses wird danach sehr dran. Und er nimmt sich Zeit und er schreibt viel. Ich meine, da hat ja was ein Jahr. Wer weiß, wie alt Moses war? Irgendwer? Der war mal gleich, wurde eine 600? Oder war der weniger? Nee, der war weniger. Anyway, da waren wir nur her. Kann ich vielleicht alle absehen, wie alt Moses war. Aber er schreibt. Und dann die Propheten, die wir schreiben, was Gott vertrauen hat, was sein Wort abschreiben hat. Und dann wieder der Apostel, die wir schreiben, was seine Wort abschreiben hat. Und dann das Neue Testament, der Vulgata, wo ich jetzt von reden hat, der wird an 4000 Jahre von der Anfangswelt abgeschrieben. Und dann das Volk hat Zugang, der wie der Reformation nannt sich dort, oder der wahre Geburt von der ganzen Kirche. Das System, das wird so festgerannt worden, als nur der Apostel, dass die Kirche daran sich nicht mehr, dass wir nicht geistliches Leben, dass wir bloß alle top in geistliches kontrollieren. Tja, sein Zutun, der hat war das System gebraucht. Das heilige System von der Kirche, von Versammlung, hat Zutun genommen, hat sich durch sachprovenente filtern und hat dort war angefangen zu kontrollieren. Und unter diesen 500 Jahren nur Christus, dann werden die weißen Lehrer, die sich dort nicht gefallen leiten, und die sterben dafür, die werden umgebracht dafür, dass sie das frische Leben brachten. Du wirst viele Menschen, die du aus sei für den Glauben gestorben sind. Aus Martyrer, wie viele kennen von uns Martyrer. Martyrer, das Wort meint einfach ein sei für den Glauben. Das ist, was das Wort meint. Viele sterben. Aber dann wird du auch die Bibel übersetzt, auf verschiedene Sprachen, von der eine Vulgata. Wenn es dann wieder so, die Vulgata wird eine latinische Sprache, und die meisten Menschen, die können nicht mal Latinisch. So, die müssen einfach nur im Tempel kommen, wo die Priester dort lesen auf Latinisch, und dann würde vielleicht Hannen war mal, was es auf ihre eigene Sprache von dort sei. So ein System, das kann wir alle sagen. Ja, auf Hochdeutsch wird das gelesen, und dann wird Hannen war mal auf Plattdeutsch ein paar Wörter über dort gesagt. So dort Model hat die ganze Kirche eine ungefähr 1500 Jahre nur Christus, 500 Jahre drei. Und dann war dort übersat und dann hat das ganze Volk Zugang. Und wenn wir gucken dann von diesen 500 Jahren, was nu? Du sind Lehrer abgestoßen, wo du ein großer Unterschied gemerkt hast, wo die Welt eine andere Klier geformt hat. Reinhard Bunke, das ist Albert sein bester Freund. Oder andere, die sind einfach von Anfang an Lehrer abgestoßen. Und weißt du was, wenn dort bekicken, die Lehrer, die lehren über die Kraft vom Heiligen Geist. Dort weil wir sagen, Männer Simons, dort wir uns, die Mennoniten, ja Verster, der hat viel gelehrt, aber der hat wenig gelehrt über den Heiligen Geist. Ja? Ja, Klaus? Wenn du wirst wenig
über den Heiligen Geist in der Kraft, die wir so verschwungen. Du wirst nicht über dort gelehrt. Aber dann fängt dort an. Und dann stehen die Lehrerschaft, die sagen dort, hey, du hast eine Kraft, eine heilige Kraft, die uns gegeben worden ist. Die Kraft vom Heiligen Geist. Und dort wird viele Mal sehr ansteigende Timer, wenn dort angeschiert wird. Aber dort haben alle damit bei. Und nur die 2000 Jahre, dann haben wir dort am Phone, wir haben dort digital, wir haben ein paar Dutzend Versionen an uns Phone, wo wir alle Tag lesen können, so vieles möglich. Gott seine wird. Übersetzungen, wo Menschen sich angestrungen haben, an das zu übersetzen. Wir haben 4-plottige Versionen gleich, haben wir nu. Und dort Gott dafür sorgt, dass seine wird worden, auf alle Sprachen übersetzt worden. Der Verstach von Weibam, hier sind viele, die Weibam kennen, dort wir, dort das, nu halt den Namen, das sind es schon. Loring Cunningham. Den sein Ziel wir an seine Lebenszeit, die Bibel noch aber rein alle Sprachen zu übersetzen, was das gibt. Und er hat dort nicht ganz heilig gekriegt, aber er hat dort alle eingeladen, in die Worten, an der nächste Kartezeit worden, auf alle Sprachen übersetzt worden, was dort auf der Welt gibt. Sei, wo Gott wirklich Lehrer Menschen anvertrauen, der sagt, gut mit dir, gut mit Jan. Und er will raufkommen, er will durch dort raufkommen und man uns wohnen. Trainen uns aus Tempel, wo Gott wohnen will. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 sagt, wollt ihr nicht, dort die Gott sein Tempel sind und dort Gott sein Geist an ihnen wohnt. Nu will Gott nicht mehr an ein Gebiet wohnen, wo du von Menschen, von Architekten, von Menschen aufgestellt hast, aber Gott will an so einem Gebiet wohnen, wo er Gebiet hat, wo mit Tausenden Cellulas aufgestellt ist, wo wunderbar gemerkt ist, wo einfach ein Wunder Gottes ist. Wenn wir in Psalm 139 sein, dann sagt er dort, er hat uns an der Entrañas, also an der tiefsten Lief, du hast uns angefangen zu formen. Jeder Zell hat ein Ziel. Und jeder Zell, was wir haben, dort hat er gebaut. Und er fängt an abzubauen. Wir sind ein Wunder Gottes. Unsere Körper, die können wir nicht mehr verstehen. Und wie man was sie wollen über Körper lernen, hier sind viele, vielleicht was du Nursen oder Doktors oder sogar so eine Sachen, die dort lernen, die wollen das verstehen. Du sind Dutzende, Millionen Cells, die dann ans Körper wohnen. Und jeder Zell hat sein eigenes Proposito. Wer kann so verstehen? Wer kann so merken? Das ist bis Gott. Und Gott hat unsere Körper so wunderbar gemerkt. Das sind Sachen, die sich an uns Körper kontrollieren, die wir überhaupt nicht mal eine Idee von haben. Dort hat sich alles selbst ran. Und dort ist, wo Gott dann wohnen will. Er will an ein Wunder wohnen. Und er will an uns wohnen. Das ist sein Ziel. Er will nicht an eine steinerne Häuser wohnen. Und er will nicht hier in ihr Leben wohnen. Er will an uns wohnen. Wir haben viele uns von der ersten Tag waren, die Idee dort, ja, nur die Kirche fahren und sind auch, du erst, wo Gott, das ist Gott sein Haus. Oder so, dort ist Gott sein Haus, aber nicht, dort ist nicht allein Gott sein Haus. Gott sein Haus bist du und sie auch. Dort ist Gott sein Haus. Und was ihr wollt, in dieser Versammlung, wunderbar. Wenn wir sind ein bisschen cool, wenn wir top kommen, das ist eine ganze Maß cool und das sich selbst abhalten, das bringt Leben. Das fängt an heute zu wollen. Wenn wir allein irgendwo aus einer heute cool allein legen, das geht nicht lang, dann sind wir ganz aufgehalten, dann sind wir tot. Aber wenn wir aus der Taub kommen, dort ist, wo wir wahre Leben erfahren und wo wir abgebaut werden. So war wieder niemals für jeden, nicht lang von Menschen weggeblieben. Ich sehe eine Person, ich mag Menschen haben, Romy. Und als ich fange an so Kopf auf zu hängen, das geht nicht mehr. Ich kann nicht dort überleben. So sind wir alle. Vielleicht haben wir nicht alle so sehr das Verlangen oder das Muss, das wir machen. Aber wir sind alle für Menschen gebaut. Gott hat uns gebaut, um uns verbinden untereinander. Und dort ist, wo wir anfangen, abzuleben. Jesus sein Ziel wir. Er sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 10, sagt er, lasst ihn wegkommen. Lasst ihn wollen, aber ihr große gedonen worden aus dem Himmel.
Wat meint dat zijn recht komen? Laat zijn wel raufkommen. Op andere wird, sagt, wo dat ze steeds zijn. Laat Himmel raufkommen. Laat Himmel raufkommen. En dat is ons gebed van jou. Laat Himmel raufkommen. Dat is meestens, Himmel wird dort weit auf, Erd wird dort weit auf, da wir weit üten ein. Gott wird dort weit auf, Menschen werden dort weit auf. Getrennt. Und Gott vom Boven, der schaut immer mehr auf. Immer mehr auf. Der bringt das drei. Und das ist meistens, hier sind nu ungefähr 150 kleine Himmeltjes. Und wenn wir auf die Welt gehen, dann sich alle ein kleine Himmeltjes ran. Wenn es will Himmel an uns bringen. Er will Himmel raufbringen. Das ist, was sein Ziel ist. Das ist sein hoher Traum. Das ist sein dieper Traum. Sein dieper Wunsch, dass dort passieren wird. Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 sagt ich, dann sagt Johannes, der heilige Stadt, dort nie Jerusalem, von Gott ut dem Himmel raufkommen, aus einer uitgestromde Brut. Reit für ihre Mann. Himmel ist weit auf. Aber Johannes hat das all gesehen, eine Vision. Wo Himmel wird aus einer uitgestromde Brut raufkommen, sich war mit Erdball treffen. Gott seine Wohnung, der wird wieder raufkommen und hier so sich mit Erdball treffen. Und der wurden aus einer uitgestromde Brut, der wurden eine Chaos führen. Himmel und Erd wollen eine Chaos führen. Menschen und Gott wollen eine Chaos führen, wenn sie frisch abgebracht worden. Das ist Gott sein Ziel. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können, aber mir ist das wichtig. Da wird herrlich sein. Du hast eine Herrlichkeit, wo der Camp, wo wir nicht verstehen können. Und da wird wunderbar schein sein. Ich möchte, dass wir uns nachladen, dass wir das verstehen. So eine Herrlichkeit, aus was Gott mit uns will erleben. Was Gott mit uns verhält. Das ist eine wunderbare Herrlichkeit. Ich möchte die Banden abkriegen und wir wollen beten von der Taub. Das ist wunderbar, was Gott mit uns verhält. Wo Gott sich offenbaren hat, bewiesen hat an unser Leben, an unsere Geschichte. Ich weiß nicht, du sind Menschen, die sagen, ich gleich eine Historie. Das ist ein Thema, eine Fach, oder antwortet an der Schule immer so gelehrt, das ist eine Fach, und dort ist eine Fach, wo du vielleicht ein Professor warst, wo du uns Geschichte gleichen verdorben. Aber ich will uns von der abmintern, dass wir aufhören, Geschichte gleichen. Wenn es an Geschichte wohnt Gott, an Geschichte verstehen, durch wie Gott seine Geschichte sein, ja. Und Gott seine Geschichte, das ist, was von der man uns wohnt. Und wenn wir den Streck sein, was er geschrieben hat, dann haben wir ein kleines bisschen, danach mit Haupthaupt von Johannes, was viel von der Zukunft gesehen hat. Daniel hat viel von der Zukunft gesehen. Mit dort haben wir ein kleines bisschen verstehen, wo herrlich unsere Zukunft ist, wo schmack unsere Zukunft ist. Und ein Ding, was mir wichtig ist, was der Apostel aus Jesus war gefahren wie im Himmel, dann da hatten der Apostel ein Saludo, ein Begrüßen, dort nannten sich Maranatha. Ich habe ihn verstanden, wir kommen hier alle in die Kirche, Maranatha. Was meint Maranatha? Jesus kommt rein. Wenn Jesus wie war gefahren, und da hatten sich, und da steht Shalom, Shalom meint Gott sein Frieden mit uns. Hatten sich das geändert, nur Maranatha. Das meint, ich wünsche, dass Jesus zurückkommt. Und wir haben von der schon da einmal kein Verlangen, dass Jesus zurückkommen soll. Wir sind so
materiell konzentriert. Wir sind so konzentriert auf das kleine Punkt, wo wir leben. Da. Aber du hast ein großes Bild, was wir sein können. Und wenn wir Geschichte verstehen, dann haben wir einmal das gerade Bild sein. Ich habe einmal das komplette Bild sein. Nicht bloß den einen Text durch. Du hast eine Geschichte, dort sagt, da hat eine Kamera abgestellt, wie ein Nas von Udlasch. Ja, von ganz dicht bei. Der will checken, wo der Udlasch von den, der hat ihn dann abgestellt, als er noch ein blödes Nas wird. Dann will der Rennen alles belühren, wo der der Eierkes leihen, der Udler, wo der uitkommen, nicht? Wo der in der Schule bringen und so weiter. Und der können doch alle sein. Bloß mit einmal, dann werden die sehr bedeutet. Mit einem Horstig, als die erst uitgekommen werden, werden sehr bedeutet. Mit einem Horstig sind die Udlerste war. Wo sind die? Und die fahren da hin und checken. Der hat eine Kamera bloß auf das Nas konzentriert. Nu dann die Kamera wieder auf abstellen. Nu können die Udlerste werden der Besiederraum auf dem Baum gewasen. Und so ist es einmal, wenn wir dort bloß dort von der Osche sein. Wir sind bloß dort Nas. Wir sind bloß diesen Punkt hier. Weil wir mal verstehen, das gerade Bild zu verstehen. Weil wir uns lernen, das gerade Bild zu verstehen. Zum Schluss möchte ich uns ein paar Fragen stellen. Weil wir Part sind von Gott sein großer Plan. Weil wir Part von sind. Wie kann du Part von sein? Heute will dort mit uns taub erleben. Am fehlt dort nicht an mir und die. Aber heute will dort mit mir und mit die taub da. Weil wir Part von sind. So wie bewusst dort uns leben. Was hält ihr das? Ich habe so viel hier so Fährten, wo Menschen, die sagen, gleichen Fluch über ihr eigenes Leben. Und dort ist nicht bloß über uns eigenes Leben ein Fluch sein. Dort ist über den Merker ein Fluch sprechen. Und dort ist was deutlich, was wir verstehen können. Du sagen so viele Menschen, sprechen einen Fluch über ihr Leben. Wenn ich mal nicht zur Welt gekommen wäre. Wenn ich mal ein Alter oder noch mal. Einmal dann passiert das. Wenn wir an einer Enge, wir sein, war bloß das kleine Nastchen, wir können nicht das gerade Bild sein. Sind die Gott seine wird wichtig. Ich möchte, dass wir uns irgendwo merken. Und dass wir uns ein bisschen nachschauen, wo wichtig ist das, was Gott für uns getan hat. Wo wichtig ist Immanuel für uns, dass Gott raufkommt und man uns wundert. Heilige Geist, uns fehlt die. Heilige Geist, wir brauchen die. Heilige Geist, komm. Heilige Geist, du wohnst all an uns. Bewies die an uns. Bewies die an unser Leben. Mach wir dort feiern. Den Wert, was du für uns feierst. Den Plan, was du für uns hast. Ich spreche gegen jeder Fluch, was wie vielleicht Salz über unser Leben gesprochen haben. Oder andere Menschen über unser Leben gesprochen haben. Oder unsere Eltern über unser Leben gesprochen haben. Ich schneide ihn auf. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Das Fluch, den schneiden wir auf. Und wir wollen von unseren Horten, wo sich nur alle Knappels fällt, nur alle Stamm, verfüllte Stamm von Bern. Wir wollen dort looten, dort der Heilige Geist du nennt kann. Und dort du ein Bier nasbüt, dort du so waren Honig, was Honig schälen. Dort unser Leben ist ein Sand kriegen. Heilige Geist, schier uns um. Bewege die an uns. Bewege die an unsere Mad. Heilige Geist, du bist gerade. Gerade das, was wir verstehen können. Du bist der Schöpfer
der Herrscher über Wind und Meer. Du passt die ganze Schöpfung ab. Nichts vergleicht sich mit dir, mein Gott. Weil wir haben das Fernsehen. Weil wir haben das sein mit uns Hort. Er ist der Schöpfer. Schöpfer von den Tag in